Der Appetit auf Fleisch scheint unersättlich. Doch seine Produktion heizt das Klima an. Jetzt wird von der Lebensmittelindustrie nach Lösungen gesucht. Das soll die Antwort sein. Fleisch auf pflanzlicher Basis, das schmecken soll wie das Original. Und zugleich die Tiere schonen. Ich habe ganz viele Schlachthäuser gesehen und Bauernhöfe gesehen. Und wer da dann nicht wirklich selbst sagt, hier läuft was grundsätzlich falsch im System und da einfach herzlos wieder rausgeht und sagt, mein Gott, da müssen halt 4000 Schweine ihr Leben lang im Stall sein, die sehen nie das Tageslicht oder in den Schlachthäusern, wie die geschlachtet werden, der hat kein Herz, aber der hat auch keinen Verstand. Besonders Biobauern fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und wehren sich gegen die vegane Konkurrenz. Man spielt damit, dass viele Leute ein schlechtes Gewissen haben, dass irgendwo Tiere in ganz engen Ställen gehalten werden. Damit spielt man, mit dem schlechten Gewissen. Und mit diesem schlechten Gewissen kann man verkaufen. Angst verkauft, schlechtes Gewissen verkauft. Alle 3 Jahre trifft sich in Frankfurt die internationale Fleischwirtschaft. Dieses Jahr zum ersten Mal dabei sogenannte alternative Proteine. Vegan ist das neue Zauberwort der Branche. Zur Verbesserung der Klimabilanz sollen Fleischersatzprodukte den Massenmarkt erobern. Auch Vertreter vegetarisch-veganer Verbände sind erstmals vor Ort. Hier im Gespräch mit Godo Röben, einem Star der Szene. Als Geschäftsführer hat er einst beim Wursthersteller Rügenwalder Mühle den veganen Trend gestartet. Jetzt berät er Politik und Wirtschaft. Es wird weiter Wurst geben, Schnitzel geben, aber die werden jetzt aus Pflanzen gemacht. Und das merken jetzt immer mehr Fleischhersteller und Wursthersteller, dass sie sehen, dass es kein Trend ist wie die Leitwelle, die vielleicht mal 10 Jahre da war, sondern dass es jetzt wirklich ein Ernährungswandel ist. Ein Highlight der IFA? Die zelluläre Landwirtschaft. Ein israelisches Start-up erklärt, wie das Fleisch von morgen aus wenigen tierischen Zellen in sogenannten Bioreaktoren gezüchtet wird. Bis zum Steak wird es noch etwas dauern. Ihr heutiger Stand ist Hühnerfett. Das Fett aus dem Reaktor wird als Geschmacksträger zusammen mit Sojaproteinen vermischt. So möchten sie bald im großen Stil hybride Chicken Nuggets produzieren. Das Verfahren funktioniert nur mit Gentechnologie. Der Verzehr ist deshalb in der EU noch nicht erlaubt. Das Frankfurter Publikum darf höchstens daran schnuppern. Ich glaube, das Zellulare wird noch ein bisschen dauern, weil wir haben noch keine Genehmigungsmöglichkeiten hier in Europa. Das wird noch 3, 4, 5 Jahre dauern, wenn überhaupt. Also ich glaube, für die nächsten Jahre werden wir auf die pflanzenbasierten Produkte noch ein bisschen mehr schauen. Die zellbasierten werden entwickelt. Und dann werden die in 4, 5 Jahren dazukommen. Und dann wahrscheinlich als Hybridprodukte. Dass man zum Beispiel sagt, eine Salami braucht so ein bisschen den Fettgeschmack. Und das kann man dann aus den zellularbasierten Produkten rausnehmen. Die IFA zeigt, hier ist eine Branche auf den Geschmack gekommen. Es lockt ein Milliardenmarkt mit zweistelligem Umsatzzuwachs. Weltweit wurden im letzten Jahr 5,2 Milliarden Euro umgesetzt. Ein Plus von 17%. In Westeuropa waren es 2,3 Milliarden Euro, ein Plus von 19%. Auch sie sind für eine Ernährungswende, gehen aber einen ganz anderen Weg. Als Michael Steinmaßel von seinem Vater Josef den Hof vor einigen Jahren übernahm, hat er von konventionellem Milchvieh auf Biogemüse umgestellt. Ihr Hof ist jetzt ein Leuchtturmprojekt der Ökomodellregion Waginger See, in der der Biolandbau vorangebracht werden soll. Der Hof ist klein, er hat nur 10 Hektar. Und klein soll er auch bleiben. Weil man seit 50 Jahren irgendwie immer wieder gesagt kriegt, man muss größer werden, um zu überleben, als landwirtschaftlicher Betrieb und immer noch größer und noch größer. Und irgendwann klappt mir das einfach nicht mehr. Also für mich war klar, das ist keine Option, einfach immer wachsen. Und auch die Überzeugung, es muss ein Ökobetrieb werden, das habe ich mir auch ganz fest eingebaut. Und habe dann auf kleinster Fläche angefangen, Gemüse anzubauen.
Und mittlerweile leben wir vom Gemüse. Wir haben jetzt einen Hektar Freilandgemüse und 2 Gewächshäuser. Und eben die Kombination mit ein bisschen Mutterkuhhaltung, ein paar Schafe, ein bisschen Fleischerzeugung eben auch. Und von dem leben wir jetzt. Also unsere 10 Hektar gelangen ganz leicht, um als Betrieb davon leben zu können. Nicht jede Fläche eignet sich zum Ackerbau. In Hanglagen etwa wird Ackerboden schnell weggespült. Sein Grasland hat er als Viehweiden behalten. Die Kühe ernähren sich vom Gras der Weiden. Ihr Mist gibt dann den Dünger für das Gemüse. So schließt sich der Kreis. Düngemittel muss er nicht dazu kaufen. Er ist unabhängig von Pflanzenschutzmitteln, denn seine Kuhweiden spielen auch bei der Schädlingsbekämpfung eine wichtige Rolle. Wir haben im Grünland ganz viele Nützlinge, die uns im Gemüsebau dann helfen. Also wenn wir im Gemüsebau Schädlinge haben, Läuse, ob es jetzt im Gewächshaus ist, an die Tomaten, Paprika oder im Freiland am Salat, dann kommen da ganz viele natürlich vorkommende Nützlinge, Marienkäfer, Florfliegen, Schlupfwespen. Und die brauchen ja einen Lebensraum, wenn ich keine Laus am Salat habe. Michael Steinmaßl hat sich seinen Traum erfüllt. Er wollte seinen Viehbestand nicht vergrößern, um als Milchviehbetrieb überleben zu können. Jetzt produziert er auf umwelt- und klimafreundliche Weise über 50 verschiedene Gemüsesorten für den regionalen Markt. Er hat umgestellt, geht neue Wege. Was hält er vom neuen Fleischersatz? Bringt er die Ernährungswende, die wir so dringend brauchen? Der Biobauer ist skeptisch. Es geht vielleicht darum, eben, dass die Lebensmittelindustrie weiterhin ihre Fertigprodukte produzieren und verkaufen kann. Wir müssen ja eigentlich ein bisschen zurück. Einfachere Lebensmittel, weniger stark verarbeitete Lebensmittel waren auch, also ist auch gesünder, wenn man sie einfach ernährt, frisch kocht. Ich denke, dass wir eher in die Richtung gehen müssen, als dass wir jetzt Fleischprodukte erfinden, die gar kein Fleisch mehr beinhalten, irgendwelche pflanzlichen Eiweiße. Das sehe ich nicht zielführend. Für die Gesundheit nicht. Und für die Welt nicht. Doch geht es auch hier nicht nur um die Verteidigung der eigenen Interessen, die der Biolandwirtschaft? Wie berechtigt ist seine Skepsis? Längst sind sie keine Nischenprodukte mehr. Fleischalternativen sind im Alltag angekommen. In der Werbung fallen sie durch ein grünes Image auf, das Gesundheit und Nachhaltigkeit verspricht. Der Münchner Ernährungswissenschaftler Jens Malte Rubach hat das Buch »Die Ökobilanz auf unserem Teller« geschrieben. Ist der Fleischersatz tatsächlich die nachhaltigere und gesündere Alternative? Was die Verarbeitungsstufe betrifft, unterscheiden sich dann auch die Ersatzprodukte nicht besonders von zum Beispiel Erzeugnissen aus der Wursttheke. Einfach deshalb, weil man bei verarbeiteten Produkten immer Zusatzstoffe benötigt in einer gewissen Form. Bei einem natürlich gewachsenen Stück Fleisch, also einem Steak oder einem Kotelett oder sowas, hat man das nicht. Aber ansonsten brauche ich einen Stabilisator, brauche ich Gewürze, brauche ich Salz, brauche ich ein Konservierungsmittel oder dergleichen. Und das ist auch dann so bei den Ersatzprodukten. Das macht sie weder gesünder noch ungesünder. Der Blick auf die Rückseite zeigt, im veganen Fleisch ist zumeist mehr als Soja- oder Erbsenprotein. Bei dieser veganen Wurst, einer bekannten Marke mit der Mühle im Logo, sind unter anderem diese Zusatzstoffe drin. So wie in vielen anderen Produkten auch aus diesem Segment. Der Risikokapitalfonds Blue Horizon möchte den globalen Lebensmittelmarkt revolutionieren. Tierisches Protein soll aus der Lebensmittelkette verschwinden. Dafür wird ausschließlich in vegane Start-ups investiert. Ein Partner ist die PHW-Gruppe, bekannt vor allem durch ihre Marke Wiesenhof, Deutschlands größtem Geflügelanbieter. In der firmeneigenen Küche werden die neuen Produkte verkostet. Geschäftsführer Björn Witte steht heute selbst am Herd. Er lebt vegan und meint, natürlich sei es gesünder, Rohkost in Bio-Qualität zu essen. Doch der Kunde wünsche ein anderes Geschmackserlebnis. So, das Just Egg aus den USA. Gibt es bei uns noch nicht, weil die Europäer ja eine sehr strenge Richtlinie haben, was Essen angeht. Und ist auch gut so. Aber die EFSA, so heißt die Behörde, hat eines der Inhaltsstoffe von diesem Ei
als nicht konform für Europa klassifiziert. Das war vor 2,5 Jahren. Das ist die Mungbohne. Und ein Konzentrat aus dieser Mungbohne ist hiermit verarbeitet. Das dient dazu, dass das Produkt so eigentlich wie ein Ei sich verhält. Die Frist ist jetzt hoffentlich bald abgelaufen, sodass wir eigentlich 2023 damit rechnen, dass das Produkt laut Hersteller auch in Europa gelauncht werden kann. So, einmal das Omelette Nature. Inzwischen hat die Mungbohne die Zulassung. Den europaweiten Vertrieb für das vegane Ei soll künftig die PHW-Gruppe übernehmen. Das Unternehmen versteht sich heute nicht mehr nur als Geflügelproduzent, sondern als Anbieter hochwertiger Proteinprodukte. Wichtigstes Kriterium für den Erfolg? Der Geschmack. In den USA oder Asien gibt es sie schon. Pflanzliche Fleischalternativen, die mit Hilfe von Gentechnik den fleischigen Geschmack noch besser treffen. Die EU ist hier besonders streng, doch die Branche drängt auf Lockerung. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier die Spieße nicht anbrennen, parallel dazu. Ich glaube, es ist ein bisschen dunkel geworden kann. So. Und viele der Inhaltsstoffe sind eben genetisch modifiziert, weil ich gewisse Gene aus anderen Pflanzen dazugebe. Und dadurch habe ich halt gerade im europäischen Raum einfach keinen Marktzugang. Wir denken, dass sich das über die Zeit ein bisschen ändern wird, ja, dass vieles dieser GMO-Verordnungen auch nochmal auf den Prüfstand kommen, weil es einfach vielleicht teilweise gar nicht mehr so zeitgemäß ist. Nach dem Omelett aus Mungbohnenisolat jetzt noch Fleischstückchen aus texturiertem Soja. Das Verfahren ist nicht neu, das gab es vor vielen Jahren schon beim Hundefutter. Das ist, ich sag mal, da musste das Endprodukt so aussehen wie Fleisch, dass das Herrchen das kauft fürs Hündchen. Viele 100 Millionen $ wurden von Blue Horizon bereits investiert. Für die Lebensmittel der Zukunft setzen sie auf die Fortschritte in der Biotechnologie. Wir sehen natürlich, wir haben über 80 Investments gemacht in diesem Bereich die letzten 6 Jahre, haben sehr, sehr stark fokussiert. Und wir sehen natürlich die nächsten Produkte, was kommt die nächsten 3, 4, 5 Jahre. Und wenn man das sich anguckt und weiß, wie die Konsumenten ticken, die Konsumentenbefragungen, die wir machen, auch mit den Studien jetzt regelmäßig und global, dann können wir wirklich fest davon ausgehen, dass dieser Markt weiter wachsen wird, wenn die Produkte sich verbessern. Noch nehmen sie eher einen kleinen Teil im Supermarktregal ein. Doch immer mehr Risikokapital befeuert die Produktion in vegane und vegetarische Fleischalternativen. In den letzten 10 Jahren wurden weltweit mehr als 30 Milliarden $ investiert. Tierisches Eiweiß soll ersetzt werden. Doch ist das so einfach? Wenn man sich mal anguckt in der nationalen Verzehrstudie, wie hoch ist die Nährstoffversorgung durch Fleisch und Fleischerzeuger in Deutschland, dann sehen wir, dass bei einer Vielzahl von Mikronährstoffen neben dem Protein Fleisch zwischen 10 bis 50–60% der täglichen Versorgung gewährleistet. Insbesondere zum Beispiel Vitamin B12. Und das muss man also alles synthetisch eigentlich zusetzen. Und am Ende könnte man also sinnvollerweise lieber die Hülsenfrucht, die Erbse oder die Bohne direkt essen, statt nur das Protein zu isolieren und daraus ein wie auch immer geartetes Produkt herzustellen. Begonnen hat der Hype um die alternativen Proteine in den USA aus dem Problembewusstsein heraus, es wird viel zu viel Fleisch gegessen, was nicht nur dem Klima schadet. Tatsächlich nehmen in den letzten Jahren Übergewicht und ernährungsbedingte Krankheiten zu. Ein international renommiertes Expertengremium um den Agrarwissenschaftler Ricardo Salvador warnt, alternative Proteine aus der Lebensmittelindustrie seien oft nur Scheinlösungen, weil sie auch hochverarbeitet sind. Er unterstreicht die Bedeutung der kleinbäuerlichen Produktion.
Was wir im internationalen Expertengremium für nachhaltige Lebensmittel empfehlen, ist die Umstellung der Art und Weise, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Ein solches System würde ganz anders aussehen als das, was wir heute haben. Zunächst einmal wäre es sehr artenreich und so gäbe es Platz für viel mehr Landwirte, Viehzüchter und andere Erzeuger, als wir heute haben. Es gäbe nicht mehr so viel Spezialisierung, nicht mehr so viel Verschwendung. Wir würden eine Vielfalt an Erzeugnissen haben, die so produziert werden, dass es gut für die Umwelt ist und gut für die Menschen, die das essen, was die Bauern produzieren. Zurück nach Deutschland. Im Hotspot der Fleischindustrie, dem Oldenburger Münsterland, haben Tierschützer ein Camp errichtet. Sie möchten gegen die Massentierhaltung in der Region demonstrieren. Es wird ausschließlich vegan gekocht, gerne auch mit pflanzenbasierten Fleischalternativen. Das Leid der Tiere in der Fleischindustrie soll ein Ende haben. Mit dabei Franziska Klein. Schon seit Jahren setzt sie sich für Tierrechte und Umweltschutz ein. Franziska ist in der Stadt aufgewachsen. Das Landleben ist ihr fremd. Dennoch versucht sie, auch die Bauern zu verstehen. Wir brauchen den Ausstieg aus der Tierindustrie jetzt. Es ist dringend. Die Klimakrise spitzt sich zu. Deswegen gehen wir hier hin und gehen vor die Konzerne, die die Profite machen, und wenden uns auch an die. Wir wollen natürlich auch hier in der Bevölkerung, in diesem Landkreis, der so stark geprägt ist von dieser Industrie und unter dieser leidet, mit ins Gespräch kommen. Wir wollen hier unsere Lösungsvorschläge diskutieren. Wir wollen Perspektiven entwickeln. Wie kann die Landwirtschaft hier umgebaut werden, damit alle gut ernährt werden können? Was sie genau vorhaben, wird noch nicht verraten. Doch es soll spektakulär werden und Aufsehen erregen. Große Schlachthöfe und Fleischfabriken bestimmen die Region. Viele der Konzerne sind auch in den veganen Markt eingestiegen. Wollen sie ihre Fleischproduktion nach und nach herunterfahren? Hier sitzt auch die PHW-Gruppe mit der Marke Wiesenhof, der Partner des veganen Investors Blue Horizon. Ein Interview vor der Kamera wird freundlich abgelehnt. Mit den Konzernen gewachsen sind die Ställe der Bauern, die sie beliefern. Hier wird für den Weltmarkt produziert. Komm! Ganz in der Nähe lebt Björn Scherhorn. Er ruft seine Milchkühe zum Melken in den Stall. Komm! Auch er wollte weder wachsen noch weichen und hat deshalb auf Bio umgestellt. Und nicht nur das. Seit kurzem dürfen die Kälber bei ihren Müttern bleiben. Und vorwärts. Er verzichtet damit auf einen guten Teil ihrer Milch. Diese Form der Nutztierhaltung ist ihm aus ethischen Gründen wichtig. Geteilte Milch nennt er sein Projekt. Na, haben wir's schon. Hab ab. Dass fast alle großen Fleischkonzerne der Region jetzt auch vegane Produkte produzieren, empfindet er als Hohn. Seine Vermutung? Ich sag mal so, die Preise damals so nach unten gedrückt haben und die das Game-Changing auf billig und Geiz ist geil gelegt haben, wollen jetzt vermeintlich nachhaltig spielen. Und dieses vermeintlich nachhaltig funktioniert nur, wenn der Kunde keine Ahnung hat, was er da kauft. Wir reden darüber, dass solche Unternehmen Erbsen mittlerweile aus Kanada kaufen, weil wir hier gar nicht so viele Erbsen anbauen könnten. Seine Vorfahren haben mit ihrer Landwirtschaft noch die Region ernährt. Dahin möchte er wieder zurück. Deswegen ist er dem Arbeitskreis Bäuerliche Landwirtschaft beigetreten und kämpft jetzt für einen Wandel, der nicht auf Massentierhaltung setzt, aber auch nicht auf alternative Proteine aus dem Bioreaktor. In der Gegend sehe ich eine regionale Produktion. Sofern wir irgendwie so viele Höfe wie irgendwie gehend retten können. Ja, es geht wirklich um Retten. Wir haben einen Strukturbruch in der Landwirtschaft erlebt. In den letzten 20 Jahren haben wir insgesamt 162.000 Höfe in Deutschland verloren. Wir haben 37% der gesamtlandwirtschaftlichen genutzten Fläche ist überhaupt noch im Bauernbesitz. Wir wissen nicht, wie viel davon schon beliehen ist durch Banken und Co. Und ich sehe nur die Chance bei regionalen Einkäufen durch Bürger, die überzeugt sind, dass sie einen Bauernhof, einen Biobauernhof vor der Haustür haben, wo sie sich darauf verlassen können, dass sie ein hochwertiges Lebensmittel mit Geschmack haben. Denn das können wir bringen, regionalen Geschmack.
Wir können wieder den Geschmack zurück auf die Teller bringen. Nach dem Thünen-Institut sind zwar noch ca. 40% der Fläche in Bauernhand, dennoch ist die Entwicklung dramatisch. Er jedenfalls möchte sein Feld nicht den Konzernen überlassen. Zu Besuch bei Live Kindly, ein Unternehmen nahe der niederländischen Grenze, das der Schweizer Investor Blue Horizon eigens zur Entwicklung und Produktion veganer Erzeugnisse gegründet hat. Achim Knoch leitet die Produktentwicklung. Gerade tüftelt er am Hühnerfleisch aus Sojaprotein. Eine willkommene Herausforderung für den Diplomingenieur der Verfahrenstechnik. Es ist gar nicht so einfach, dass es eine schöne, faserige Struktur gibt bei unseren Sojaprodukten. Erbsen machen wir auch. Und man kann es eigentlich nur angucken, auseinanderziehen und schauen, ist die Faser gut oder nicht. Aber ich hätte natürlich gerne irgendwie einen Wert. Und das machen wir mit diesem Gerät. Dann kriege ich Werte raus. Die Differenz zwischen quer und längs gibt uns einen Indikator, oh, das hat gut geklappt oder da war irgendwas im Prozess nicht ganz so gut. Dann müssen wir mal gucken, was da los war. Im Rohstoffdepot von Live Kindly lagern unter anderem Sojaproteine in Bio-Qualität. Bioware ist beim veganen Fleischersatz eine absolute Rarität, auf die man hier stolz ist. Dieses Bio-Soja kommt jedoch nicht aus regionalem Anbau, sondern wird aus China importiert. Das Soja ist gut für unseren Prozess und es ist halt schön hell und es schmeckt nicht doll nach Soja. Es hat von Natur aus schon die Farbe von Hühnerfleisch. Jetzt kommt es in den Extruder. Unter Druck, Dampf und Hitze entstehen faserige Strukturen. Aufgrund von Patentschutz dürfen wir nicht alle Produktionsschritte zeigen. Das Ergebnis soll möglichst authentisch nach Fleisch schmecken, trotz aller Technik. Manchmal kriege ich eine schöne Struktur hin, aber es hat so einen dollen Sojageschmack, so eine Futternote quasi. Das ist unangenehm. Da muss ich so viel Aroma verwenden, um das zu maskieren, dass das dann irgendwann auch ganz künstlich schmeckt und nicht mehr schön ist. Wir wollen ja den veganen Move weiter zu dem Verbraucher bringen und so. Und da muss es so nah dran sein wie möglich. Wir haben sogar gelernt, geschmacklich muss es teilweise intensiver sein als das Fleisch-Chicken-Originalprodukt. Dass der Verbraucher, oh Mensch, das ist ja wirklich starker Chicken-Geschmack. Das kaufe ich nochmal, das finde ich gut. Beständig wird an der Verbesserung des Produkts gefeilt. Achim Knoch hat ein weiteres veganes Hühnchen entwickelt. Es ist noch nicht auf dem Markt, doch in der Betriebsküche wird es gleich von kritischen Kolleginnen und Kollegen verkostet. Er hat ein anderes Verfahren ausprobiert, neue Aromen und Gewürze verwendet. Das ist ganz frisch hier aus der Produktion. Können wir mal als Referenz mit dem anfangen. Und? Kann er Sie überzeugen? Ist es ihm gelungen, das Nachfolgeprodukt noch fleischähnlicher zu machen? Ja, wow. Also, ich dachte immer, das ist schon richtig gut, aber das ist einfach von der Textur und Saftigkeit und vom Geschmack noch mal intensiver. Das ist echt mies. Ja. Wirklich super. Much better. Much better, right? Ein voller Erfolg für den Produktentwickler also. Und doch nur ein hochverarbeitetes Produkt mehr für Menschen, die ihren Speiseplan nicht wirklich ändern wollen. Bringen Veggie-Burger und Co. wirklich die Ernährungswende, die wir brauchen? Schließlich kommen die Rohstoffe oft von weit her und sind eher selten Bioware, stammen meist aus konventionellen Monokulturen, wo klimafeindlicher Kunstdünger zum Einsatz kommt. Zudem sind sie häufig energieintensiv verarbeitet. Auf Schloss Kirchberg tagt das World Organic Forum. Von weit her sind Vertreter der Biolandwirtschaft gekommen, um sich zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen. Ehrengast ist die indische Umweltschützerin Vandana Shiva. Weltweit engagiert sie sich für die Agrar- und Ernährungswende. Sie selbst lebt vegetarisch. Ihr Kampf um die Rechte am Saatgut hat sie bekannt gemacht. Im Film wird gezeigt, wie sie sich für die Kleinbauern ihrer Heimat gegen Agrarkonzerne wie die Bayer AG eingesetzt hat.
Das Wort biologisch bedeutet im Grunde die Wissenschaft lebender Systeme. Aber die chemische Industrie hat nie akzeptiert, dass es eine Wissenschaft lebender Systeme gibt, denn sie hat Werkzeuge zum Töten von Systemen entwickelt. Und diese haben uns all die Katastrophen beschert, von den fossilen Brennstoffen bis zu der auf ihnen basierenden chemischen Landwirtschaft. Eine einzige Katastrophe. Den Kampf ums Saatgut hat sie gewonnen. Doch die alten Gegner aus der Agrochemie sind geblieben. Bayer hat bereits verkündet, dass pflanzenbasierte Lebensmittel eine große Chance für sie darstellen. Die Landwirtschaft produziert dann nur noch Rohstoffe für Labornahrung, viele unterschiedliche Kohlenhydrate und Proteine. Lebensmittel, die Essenz des Lebens, reduziert auf Rohstoffe. Größere Flächen fördern die Zerstörung kleinbäuerlicher Betriebe, zerstören die Artenvielfalt und erhöhen den Gifteinsatz. Eine Position, mit der sie nicht alleine steht. Auch der Agrarwissenschaftler Ricardo Salvador bemängelt, dass viele Studien bezüglich der Vorzüge der alternativen Proteine zu kurz greifen. Ich habe gesehen, dass die Ökobilanzen für die Herstellung verschiedener Arten von alternativem Fleisch nicht vollständig sind. Sie legen bestimmte Grenzen fest, die nicht die vollen Umweltauswirkungen berücksichtigen. Und sie berücksichtigen auch nicht, dass so viele Menschen verdrängt werden, die derzeit ihren Lebensunterhalt mit der Fleischproduktion verdienen. Das ist eine sehr wichtige sozioökonomische Komponente. Auch in Oberbayern wird darüber heftig debattiert. Rinder, Klimakiller oder unersetzbar? Das ist der Titel des heutigen Infoabends im Gasthof Alpenblick. Marlene Berger-Stöckel ist die Projektleiterin der Ökomodellregion Waginger See. Sie hat den Abend organisiert. Rinder sind wegen ihres Methanausstoßes in die Kritik geraten. Doch sie findet, es wird zu wenig differenziert. Es hat ja viele Selbberechtigung, wenn es heißt, aus Gründen des Klimaschutzes weniger Fleisch essen zum Beispiel. Das hat ja in vieler Hinsicht Selbberechtigung. Aber man muss sich dann schon überlegen, welches Fleisch und in welchem Umfang. Und man muss auch einfach sich dann anschauen, wie wird das Fleisch produziert. Viele Landwirte hier sind Rinderhalter. Entsprechend groß ist der Andrang. Sie sind auf den Absatz ihrer Produkte angewiesen. Was sollen sie der Kundschaft sagen? Sind ihre Tiere Klimakiller? Agraringenieur Ulrich Mück kommt vom Demeter-Verband. Er möchte heute Abend daran erinnern, welchen besonderen Wert die Wiederkäuer haben. Man muss sagen, die Kuh ist ein Verdauungswunder. Und dieses Verdauungswunder hat dazu mitgeführt, dass sie zum Haustier wurde, weil sie so gut minderwertige Pflanzensubstanz in Nahrung verwandeln konnte. In Milch, aber in erster Linie in Fleisch. Das Publikum erfährt, die intensive Haltung ist das Problem. Kühe werden heute mit Kraftfutter und immer weniger mit Gras ernährt. Viele Tiere bleiben im Stall, dort entsteht Gülle. Ihr Dunk auf der Weide ist dagegen hoch begehrt. Fladen sind Nahrung für Vielfalt, nicht aber Gülle. Das ist ganz wichtig zu sagen. Gülle ist in der Art nicht anziehend und insbesondere nicht populationsfördernd für die Insekten. Die Fladen sind es. Auch in der Vielfalt der Tiere. Doch nur im Biolandbau ist der Gang zur Weide, wie er früher selbstverständlich war, noch vorgeschrieben. Auch er sagt, der Wert der Kuh müsse differenziert gesehen werden. Wichtig sei, dass sie das heimische Grünland nutzt. Ein bislang zu wenig beachteter CO2-Speicher. Einfach auch weiter stützen und weiter ausbauen. Ackerböden speichern weniger CO2 als Waldböden. Den ersten Platz nimmt im Vergleich mit weitem Abstand aber das Grünland ein. In der Ökomodellregion nehmen sie die Rehabilitierung der Kuh dankbar auf und wünschen sich mehr Aufklärung. Also es ist tatsächlich so, dass Grasland eine sehr gute Kohlenstoffsenke ist. Deshalb ist es auch ungünstig aus klimatischer Perspektive, Klimaschutzperspektive,
Grasland in Ackerland umzuwandeln, weil man dann den Boden aufbricht. Dadurch können auch methanogene Bakterien eher noch ihre Stoffwechselprodukte in die Umwelt entlassen und man hat eben nicht mehr diese Kohlenstoffbindung des Grases. Ein paar Tage später wird in der Ökomodellregion Waginger See nach den schönsten Blumenwiesen gesucht. Die sogenannte Wiesenmeisterschaft wird ausgetragen. Marlene Berger-Stöckel ist mit der Jury unterwegs. Heute sind viele Wiesenkräuter infolge der intensiven Landwirtschaft selten geworden. Eine Vertreterin des Bund Naturschutz sucht nach Kräutern, die typisch für artenreiche Wiesen sind. Weitere Kennart, mal unter den Leguminosen, also Lathyrus pratensis, die Wiesenblatterbse, gelbblühend. Für bunte Blumenwiesen braucht es Landwirte, die nicht versuchen, das Maximum aus ihrer Tierhaltung herauszuholen. Ihre Leistung soll durch die Wiesenmeisterschaft gewürdigt werden. Es ist unser Riesenanliegen in der Ökomodellregion, dass wir die Artenvielfalt erhalten. Also die Arten selber, aber auch die Vielfalt an Lebensräumen. Und wir haben ja in den letzten Jahrzehnten wirklich eine dramatische Entwicklung gehabt, dass diese wertvollsten Lebensräume bei uns, nämlich das artenreiche, extensiv bewirtschaftete Grünland, in einem Riesenumfang verloren gegangen ist. Extensiv bewirtschaftetes Grünland gehört neben dem tropischen Regenwald zu den artenreichsten Biotopen weltweit. Doch durch die Intensivierung der Landwirtschaft wird zu viel gemäht und mit Gülle überdüngt. Lebensräume gehen dabei verloren. Ganz ohne ihre Beweidung verbuscht aber das Land. Und auch dadurch schwindet die Vielfalt. Wenn ich jetzt an die Ursprünge denke von dieser vegan-vegetarischen Bewegung, war ja der Gedanke, man möchte nicht, dass Viecher leiden müssen, man möchte kein Fleisch aus Massentierhaltung. Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen und das hat viele gute ethische Gründe. Aber allgemein zu propagieren, dass man kein Wiederkäuerfleisch mehr isst, das eben nicht aus Massentierhaltung ist, das nicht vom Acker gefüttert ist, nicht mit importiertem Soja, sondern wirklich grünlandbasiert ernährt, dann, glaube ich, macht man einen Fehler, wie so oft, wenn der Mensch eigentlich was Gutes möchte und was anderes rauskommt, weil dann vernichten wir großräumig die letzten Biodiversitätslebensräume, die wir bei uns in der Landschaft haben. Das war wirklich schön. Die Jury macht Mittagspause. Und jetzt darf sie jeder gern und Serviert werden ausschließlich regionale Bioerzeugnisse, darunter auch Milch- und Fleischprodukte von Rindern. Es sind sozusagen die in Lebensmittel umgewandelten Wiesen der Region. Kein Transportweg war weiter als ein paar Kilometer. Auch die Wurst wurde auf einem Hof in der Nähe fast ohne Zusatzstoffe gemacht. Hier greift auch Marlene Berger-Stöckel wieder zu. Sie war 30 Jahre lang Vegetarierin. Erst die Arbeit in der Modellregion habe ihr den Wert der Rinder wieder bewusst gemacht. Es kann kein Ökosystem ohne Tiere geben. Im Wald leben wilde Tiere. Auf Bauernhöfen gab es immer ein Miteinander von Bäumen, Tieren und anderen Kulturpflanzen. Wenn man das Tier entfernt, unterbricht man den Nährstoffkreislauf. Jens Malte Rubach hat noch weitere Argumente für die Bedeutung der Rinder in der Landwirtschaft. 2/3 der landwirtschaftlichen Nutzfläche weltweit sind Grasland. Ja, der Rest ist Ackerland und da wird auf der Hälfte etwa auch noch Futtermittel angebaut. Aber man kann es nicht automatisch umwidmen. Das heißt also, wir würden eine große Menge an landwirtschaftlicher Nutzfläche verschenken, wenn wir keine tierischen Lebensmittel mehr verwenden. Insbesondere Wiederkäuer, die eben Gras verwerten können. Für manche Landwirte ist er, der Niederländer Jaap Korteweg, ein Totengräber der Branche. Er selbst sieht sich als Pionier, der die Landwirtschaft in eine nachhaltige, klimafreundliche Zukunft führen will. Kühe sollen als Milch- und Fleischlieferanten überflüssig werden. Dabei war er selbst einmal Biobauer, bis er zum vegetarischen Metzger wurde. The Vegetarian Butcher nannte er das Unternehmen, mit dem er Fleischalternativen entwickelte. Inzwischen ist es verkauft an Unilever.
Jetzt möchte er mit Hilfe der Biotechnologie Milch und Käse produzieren. Für die Kühe wird es herrlich. Wir können die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche der Natur zurückgeben. Dort können sie ein natürliches Leben führen. Those Vegan Cowboys hat er seine neue Firma genannt. In einem Labor im belgischen Gent experimentieren die veganen Cowboys. Ein mit Rinder-DNA geimpfter Hefepilz soll einmal im großen Stil das Milchprotein Casein produzieren. Ganz ohne die Kuh geht es also doch nicht. Aber sie spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Da mit gentechnisch veränderten Organismen gearbeitet wird, wäre aktuell das Produkt der Laborranch in der EU allerdings noch nicht erlaubt. Ich denke, wenn erst die positiven Effekte genetisch veränderter Organismen und ihre Nutzung in Mikroorganismen bekannt werden, dann erwarte ich, dass wir uns dafür entscheiden, weil die Interessen und der Nutzen einfach sehr groß sind. In einem anderen Raum der veganen Ranch steht die Kuh aus rostfreiem Stahl, die Iron Lady Margaret. So hat Korteweg den Bioreaktor genannt, in dem die genveränderten Mikroorganismen gewärmt und mit einer aus Gras gewonnenen Nährlösung gefüttert werden. Präzisionsfermentation wird das Verfahren genannt. Das Prinzip funktioniert. Was noch fehlt, ist ein effizienter Hefepilz. Wenn er gefunden ist, dann werden Kühe arbeitslos. Der einzige Unterschied ist, dass 200 Kühe den Stall verlassen und eine Kuh aus rostfreiem Stahl den Stall betritt. Ähnlich wie einmal bei der Einführung der Melkmaschine und später der Melkroboter. Die Aufgabe des Landwirts wird sein, so nachhaltig wie möglich Gras anzubauen und die Stallkuh zu überwachen. Es ist ein logischer nächster Schritt. In dieser Flüssigkeit schwimmen die von Mikroorganismen produzierten Milchproteine. Das sogenannte Casein wird herausgefiltert. Aus ihm soll einmal jeder Käse der Welt gemacht werden können. Bei den veganen Cowboys rechnen sie damit, dass es in etwa 5 Jahren soweit sein wird. Doch es gibt warnende Stimmen zur Präzisionsfermentation. Wenn mir gesagt wird, dass sie eine Zelle extrahieren, im Labor fermentieren und es sei präzise, würde ich sagen, die Präzision, die ich brauche, ist, was macht das mit meinen Darmbakterien? Wenn ihr das wisst, dann sage ich ja. Aber ein Gen abzuschießen, zu sagen, es sei präzise, das wurde schon vermasselt. Sie haben Weizen gezüchtet, der zu Pestizidresistenzen geführt hat. Sie haben eine Roundup-Ready-Pflanze geschaffen. Präzise. Ich schieße ein Gen mit Präzision und was kommt heraus? Weizen, der gegen Roundup resistent ist. Eure Präzision ist eine Illusion. Einerseits ist es eine technologische Meisterleistung, dass sie das können. Andererseits wird das System weiterhin Kapital konzentrieren. Es wird weiterhin eine starke Abhängigkeit von synthetischem Dünger und Pflanzenschutzmittel geben und eine komplizierte Lieferkette haben. Zurück ins Oldenburger Münsterland. Die Aktion der Tierschützer ist in vollem Gang. Bereits seit Stunden haben sie die Zufahrten zu einem Betrieb des Fleischproduzenten Tönnies in Bad Bergen besetzt. Mit dabei ist auch Friederike Klein. Einer der größten Rinderschlachthöfe Europas ist lahmgelegt. Wir blockieren hier seit heute Morgen um 6 Uhr den Betrieb und das ist unser Ziel. Wir wollen die Tierindustrie abschaffen und da das niemand anderes für uns macht, legen wir die heute still hier. Auch Tönnies, Deutschlands größter Fleischkonzern, ist ins Veggie-Geschäft eingestiegen. Macht ihr das Hoffnung? Wie beurteilt sie diese Wende? Viele Menschen wollen das nicht mehr mitmachen, wollen vegane und vegetarische Produkte konsumieren. Und Tönnies entdeckt da für sich einen Markt und will den bedienen. Das ist aber unserer Meinung nach nicht die Lösung des Problems, sondern wir müssen lokal, regional ein anderes Agrarsystem schaffen, eine andere Nahrungsmittelproduktion und nicht jetzt hochindustrialisiert irgendwelche Fake-Alternativen zu Fleisch entwickeln. Das kann nicht die Lösung sein. Die Polizei beendet den Protest nach einigen Stunden. Für die Tierschützer ist klar,
Die neuen Fleischersatzprodukte aus der Tierindustrie werden die Massentierhaltung nicht reduzieren. Die Industrie hat nur einen neuen Absatzmarkt entdeckt. Noch einmal zurück zu Michael Steinmarcel in Oberbayern. Er bereitet gerade frisches Gemüse für den Verkauf auf dem Wochenmarkt vor. Die Qualität seiner Produkte wird im weiten Umfeld geschätzt, mit einer Ausnahme. Es gab schon vegane Kunden, die nicht bei ihm kaufen wollten, als sie erfuhren, dass er das Gemüse mit dem Mist seiner Kühe düngt. Trotzdem schätzt er sie. Ich finde es gut, ich habe kein Problem mit dem Trend, auch mit dem veganen Trend nicht. Weil eine sehr wichtige Diskussion angestoßen wird, dass wir einfach viel zu viel Fleisch konsumieren. Und es ist ja so, wir essen viel zu viel Fleisch und tierische Produkte auch. Und diese Diskussion macht natürlich mehr Gemüsekonsum aus, ist klar. Davon profitieren wir wahrscheinlich schon. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass eine Mischung das ist, was ist. Und wenn wir Fleisch konsumieren, dann muss Biofleisch sein, das einfach sehr nachhaltig erzeugt worden ist. Dem Tier muss gut gehen und auch die Schlachtung muss stressfrei sein. Wir machen deshalb Weideschuss bei unseren Rindern. Genau, aber grundsätzlich die Diskussion brauchen wir, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Am nächsten Morgen in der Früh geht es zum Markt nach Tittmoning, auf dem er jeden Samstag sein Gemüse anbietet. Sohn Elias hilft beim Aufbau. Michael Steinmarcel achtet bei der Auswahl der Sorten darauf, dass sein Gemüse besonders schmackhaft ist. Eine seiner Stammkundinnen ist Marlene Berger-Stöckel, die sich freut, kein Gemüse aus Spanien oder von noch weiter her kaufen zu müssen. Ganz besonders glücklich ist sie, dass Steinmarcel den Hof der Eltern übernommen hat und jetzt auch noch im Vollerwerb bewirtschaften kann. Gerne hätte sie, dass mehr Landwirte seinem Beispiel folgen. Wir haben jetzt über 3/4 von unseren Bauern verloren. Und das finde ich eine unglaubliche stille Katastrophe. Wir müssen darum kämpfen, dass jeder, der heute aus Überzeugung noch Landwirt ist, da halten bleiben kann. Jeder muss da halten bleiben. Und wir müssen ihm helfen, dass er tierwohlfreundliche Wege findet und dass er eine Art und Weise findet, wo er im Einvernehmen mit der Natur seine Produkte erzeugen kann. Und das ist mir unglaublich wichtig. Das Regierungsziel ist, 30% Biolandwirtschaft bis 2030 zu erreichen. Noch ist nicht sicher, ob das gelingt. Am Ende werden wir, die Verbraucher, mitentscheiden, was wir in Zukunft essen. Ersatzprodukte aus dem Labor oder aber nachhaltig produzierte Lebensmittel aus der Region.